Wenn Hans Bächli, der leidenschaftliche Holzfuhrmann aus Würenlingen, mit seinem Team und diesem Fahrzeug erscheint, wird man in eine ganz andere Zeit zurückversetzt. Holzstämme auf- und abladen, wie man es zu Großvaters Zeiten gemacht hat, ist angesagt. Die Geschichte hat angefangen. Diese Geschichte beginnt um das Jahr 1900 herum. Damals führte mein Großvater mit dem Pferd Holz herum. Dann kamen die ersten selbstgebauten Traktoren. Diese wurden von 3 Brüdern der damaligen Firma Bächli gefahren. Ja, und der Verlad mit LKW, übrigens damals noch rechtsgesteuert, und Seilzug wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Zuerst 2 Saurer. Zuerst wurde mit 2 Saurer und einem FBW-Lastwagen gefahren. Mit der Drahtseiltechnik wurde bis 1970 gearbeitet. Und hier wurde noch im Zweierteam gearbeitet. Mit diesen Autos waren immer 2 Personen unterwegs. Wenn diese sich gegenseitig verstanden haben, war das echt super. Und da kommt bei Hans schon etwas Wehmut auf. Heute bist du immer alleine unterwegs, auch beim Schneekettenmontieren. Das ist manchmal schon mühsam. Und das werden wir heute bei dieser Vorführung auch noch erfahren. Und so funktioniert das Aufladen der Stämme. Da gibt es eine Winde mit 2 Trommeln. Jede kann einzeln mit einem Hebel gesteuert werden. Je mehr du ziehst, je mehr reißt die Winde am Stamm. Es gibt nur eine Kupplung. Wenn du loslässt, dann fällt das Rundholz wieder nach unten. Und dann gibt es eine Schwimmstellung, die immer schleift. Es gibt aber auch eine Stellung, in der der Stamm stehen bleibt. Mit dieser Winde kannst du das Holz genau auf die Ladebrücke steuern. Und dann benötigt man auch Zugkraft. Ja, die zieht. Diese zieht etwa 6 Tonnen je Seil. Das ist übrigens ein Eigenbau. Davon wurden bei uns zu Hause 10 Stück gebaut. Der hintere Teil des Autos, die Seilwinde und der Schleppwagen wurden selber gebaut. Mit einem wachsamen Auge bestimmt Hans, welcher Stamm als nächstes hochgezogen wird. Da steckt jahrzehntelange Erfahrung drin. An der Winde jetzt übrigens sein Sohn Adrian, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Und so wird ein Stamm nach dem anderen hochgezogen. Etwa eine halbe Stunde dauert der ganze Verlad. Der Ablad geht ein Stück schneller. Jetzt tut man ein Seil einfädeln, unten an der Riegel. Man fädelt das Seil am Auslöseriegel ein. Dann öffnet man das Schloss. Das machte man ganz zu Beginn mit einem Beil auf, bis sich die Stütze öffnete. Die Rungen runtergehen, oder? Und Jetzt kann man das mit dem Seil aus sicherer Position öffnen. Und dann poltert es. Und nachher kommt der Mist. Wie grübelst du die Stämme herunter? ist die ab dem Auto runter, oder? Dieses Problem drängt sich bei der Vorführung, welche durch einen Platzregen überrascht wird und die Stämme zum Rutschen bringt, nicht auf. Allgemein gesehen ist der Verlad bei diesem Oldtimer-Traktorentreffen für Hans nicht wirklich eine Herausforderung. Ich meine, das sind die idealen Bedingungen, oder? Das sind die idealen Bedingungen. Darunter liegt ja noch ein Holzstamm. Hast du gesehen, manchmal kannst du hinten nie, da musst du zwischendurch, oder? So kann man das Seil leicht um die Stämme herumlegen. Wenn diese im Dreck liegen, sieht das schon ganz anders aus. Nein. Und dann kommt noch der Berufsstolz hoch. Das hätte ja ein bisschen eine Gattung machen. Die Fuhre sollte am Schluss schon gut aussehen. Auf jeden Fall bei mir. Und das kann man schon steuern, wenn das Holz so schön daneben liegt. Im Wald, wenn die Stämme nacheinander zu liegen kommen, musst du sie nehmen, wie sie kommen. Hier können wir wählen. Ein Stamm mit dem dicken Ende einmal nach vorne und einmal nach hinten gerichtet. So sieht es gut aus. Ja, und wenn man am Schluss nach seinem ursprünglichen Berufswunsch als Junge fragt, scheint dies ein klarer Fall zu sein. Nein, für mich ist da wieder mal. Wie bei Adrian war das bei mir schnell klar. Als kleiner Knirps bist du schon mitgegangen und der Rest hat sich so ergeben.